Es ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt einen YouTube-Kanal aufmachen. Du möchtest was? Videos machen und die auf YouTube hochladen. Aha, mit was für einem Content? Mit was für einem was? Du kennst ja nicht einmal die einfachsten Begrifflichkeiten. Mit was für einem Inhalt? Weiß ich jetzt noch nicht so genau. Kannst du das denn überhaupt? Na, aber das wird nicht so schwierig sein. Nebenbei gesagt, war es dann doch nicht ganz so leicht. Dir ist schon klar, dass du diese Videos dann auch schneiden musst. Kannst du das? Na, aber das wird man schon lernen können. Also nichts für ungut, aber Social Media ist doch eher was für Junge und du bist Mitte 50. Ja, schon, aber ich habe festgestellt, es gibt da viel Leute in meinem Alter auf YouTube, aber relativ wenige 50 plus, 60 plus, die Videos machen. Du meinst, die Content Creator sind. Hä? Es stimmt ja. Ich wusste wirklich nichts von der Materie. Klar hatte ich schon mal ein Filmchen mit meinem Handy gemacht, aber ich hatte keine Ahnung, wie man ein Video schneidet, zusammenfügt, Übergänge macht. Nichts. Ich musste erst den Sohn von einer Bekannten fragen. Liebe Grüße, Joni. Danke nochmal für den Tipp. Wenn du wissen willst, welche guten Ratschläge und Tipps ich noch gekriegt habe und wie ich dann darauf reagiert habe, gleich nach dem Intro geht's weiter. Ich gehe gern und erzähl dabei, was mir gerade so einfällt. Immer auf Borisch. Du stehst mit mir in meiner Küche, bist auf Ausflügen dabei und im Urlaub. Wir, Hummer, Frauen, wir haben ein dickes Fell. Ich nehme mich selber nicht immer ganz so ernst. Stimmt schon. Kann mich ganz gut lustig machen über meine Spleens und Eigenheiten. Ich bin die Brigitte. Du willst wissen, was ich mache? Einfach leben. Anfangs habe ich mir Videos von anderen YouTuber angeschaut, wie die das gemacht haben. So, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid, bla 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 bla. Und dann habe ich mir nach sehr kurzer Zeit gedacht, na, das bin ich nicht. Wenn ich mir versprochen habe, dann muss ich es wiederholen, weil am Anfang konnte ich noch nicht einmal schneiden. Dann kamen die ersten Follower. Liebe Grüße, Klaus. Du warst einer mit der ersten und Rita, du auch, gell? Und auf diversen Kanälen, wo erklärt wird, wie man erfolgreich YouTube macht, kamen dann gute Ratschläge und Tipps. Bei einer Sache bleiben. Also entweder kochen Oder Putz- und Spartipps Beauty-Kanal. und aus dem Bekanntenkreis. Du redst da Borisch in deine Videos. Das versteht doch keiner außerhalb Bayerns. Ich hab's in Hochdeutsch probiert, aber das hört sich bei mir so unnatürlich an. Das bin ich nicht. Du solltest dir eine professionellere Kamera zulegen. Welche verwendest du? Mein altes Handy. Ganz am Anfang habe ich dann ein paar Kochvideos gemacht. Und nebenbei, während ich Gemüse geschnippelt habe, zum Beispiel über dies und das geredet. Und dann kamen wieder die Hinweise. Also, du musst entweder nur kochen oder einen Vlog machen.
in dem du über dein Leben redest. Aber beides gleichzeitig, das geht nicht. Warum denn nicht? Ja, weil du so nie erfolgreich wärst. Also jetzt für den Anfang reicht's mir, dass ich merke, dass ich mit jedem Video ein bisschen mehr dazu lerne. Naja, wenn du meinst. Reaktion von Mitbewohner war eine ganz spezielle. Boah, na echt, Mama, er macht das nicht. Ich vermute mal, dass seine Gedanken folgende waren. Erstens kann es wahnsinnig peinlich für mich werden, wenn meine Freunde das sehen. Und zweitens, sie ist technisch total unbegabt. Mit alle Fragen kommt es dann bestimmt wieder zu mir. Manchmal bin ich ja nur spazieren gegangen und hab nebenbei gelabert. Dann kamen Kommentare wie: Man versteht fast nichts. Die Hintergrundgeräusche sind zu laut. Bitte Mikro verwenden. Hab ich nicht. Also der Content wäre vielleicht ganz gut. Aber die Ausführung... Mittlerweile wusste ich dann auch schon, was ein Content ist, nämlich der Inhalt. Und hab mir, nachdem meine Abonnentenzahl peu à peu ganz langsam gestiegen ist, gesagt, eigentlich kommt's doch auf den Inhalt drauf an. Und außerdem, ich denke, es gibt halt viele Leute in meinem Alter, die auf YouTube unterwegs sind und die logischerweise ganz andere Themen haben, ganz andere Probleme als 20-Jährige. Beim Schneiden der Videos habe ich Fortschritte gemacht. Und zwar in den allermeisten Fällen so. Ja? Ach so, das geht auch. Ja, cool. Je mehr Leute auf meinen Kanal gekommen sind, desto mehr habe ich zum Spüren gekriegt, die andere Seite der Medaille. Da waren ganz viele, die gesagt haben, ich finde deinen Kanal nett, die Themen, über die du sprichst, interessieren mich, wie bei jedem Content Creator. Auch das Wort habe ich mittlerweile gelernt, gab es halt auch die Hater. Je mehr Abonnenten du hast, desto mehr werden natürlich die Hater auf dich aufmerksam. Du alte Frau, du! Ja, und, Bubi? Was nächstes? Sitzt in deinem Kinderzimmer den ganzen Tag nur am Zocken, lass dir von Mama ein Wurstbrot bringen und bist wie so ein einsamer Wolf im Internet unterwegs, obst irgendjemanden dissen kannst. Auch da habe ich dann bevorzugt von Mitbewohnern wieder Ratschläge dazu gekriegt, wie ich damit umgehen soll. Also Mann, das ist ja so. Die wirklich erfolgreichen YouTuber, die gehen nicht auf Kommentare ein. Die lassen diese Hate-Kommentare, weil die anderen Follower machen die dann rund. Du musst da gar nichts machen, lass die einfach stehen. Je mehr Kommentare, egal ob es positiv oder negativ sind, desto mehr Aufmerksamkeit kriegt der Kanal. Verstehst? Ich habe aber nicht mit YouTube angefangen, um mich selber zu verleugnen. Und deswegen habe ich dann gesagt, nein, das mache ich nicht. Solche Leute möchte ich ja gar nicht auf meinem Kanal haben. Die machen doch nur Stunk und Ärger, so wie im echten Leben. Die hau ich raus. Aber es gibt ja nicht nur die Hater, sondern auch diejenigen, die halt immer so ein kleines bisschen am Kritisieren haben. Beim Kochvideo zum Beispiel, wo ich Fleischpflanzen mache. Oh,
Du isst Fleisch? Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Mir doch wurscht. Also ich mache das so und so und so und so und so. Ich würde das ja viel besser machen. Ja, dann machen Sie doch Ihren eigenen YouTube-Kanal auf, wenn Sie es so gut können. Kurzum, ich habe mich auf die Hinterfüße gestellt. Meine Abonnentenzahl ist dann gestiegen und durch manche Videos ganz besonders. Es gab dann auch wirklich wohlgemeinte Tipps, zum Beispiel: Hey Brigitte, du machst das schon super, aber konzentrier dich auf Ursache. Zum Beispiel nur diese Putzvideos, vielleicht kriegst du dann einen Werbevertrag für irgendein Putzmittel. Was ich da für Putzmittel nehme, muss ich erst einmal schauen. Kat, den Namen müssen Sie natürlich sofort parat haben. Und bitte ganz authentisch bleiben. Das Billigste. Also das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Nochmal. Es ist eigentlich ganz egal. Hauptsache du putzt regelmäßig. Das hat sie jetzt nicht gesagt, das gibt's doch nicht. Diese Frau ist vollkommen ungeeignet. Mit diesem Produkt wird Schwarzes wieder schwarz. Das ist ja eigentlich so ein Schmarrn. Das wird auch nicht schwärzer, wenn es ausgewaschen ist. Kat! Mit diesem... Was haben Sie da eigentlich für einen Pulli an? Wieso, was stimmt mit meiner Klamotte nicht? Haben Sie nichts anderes anzuziehen? Okay. Mit dem Dirche... Kat, bitte Hochdeutsch. Warum kann ich nicht bayerisch reden? Weil das keine Sau versteht. Nochmal und positiv bitte. Natürlich lächeln. Mit diesem... Action. Mit diesem Zaubertuch werden Sie es lieben. Die Follower duzen bitte. Mit diesem Zaubertuch werdet ihr es lieben, zu putzen. Das ist doch ein sehr Krampf. Was soll ich denn an dem Dirche das Putzen anders machen? Das ist doch ein Schmarrn. Das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Vielleicht ja Nahrungsergänzungsmittel. Ich gieße das Pülverchen in meine Tasse, habe darin schon etwas Wasser, einfach nur noch verrühren. Für Teufel ist das grausig. Kat! Ja, oder du kannst ja sowas machen mit Anti-Aging-Produkte, dass du die anpreist. Da kann man Mordskohle damit verdienen. Ich kann das nicht. Also ich meine, ich kann Sachen bewerben, die ich von Herzen richtig gut finde, wo ich voll dahinter stehe. Aber Heute auch nur sowas. was ich auch erst lernen musste, das war, wie ich ausschaue. Ich meine, natürlich, man schaut sich im Spiegel an, aber ganz selten von hinten oder wie die eigene Stimme klingt, was für Gesicht man in bestimmten Situationen macht. Manchmal machst du ein Video und denkst, ja, du warst gut drauf und dann schaust du so
und hast so eine Fresse. Also es war ein totaler Lernprozess und ein Prozess der Selbsterkenntnis für mich selber auch. Ich erlebe das heute, wenn ich Interviews mit Leuten mache und filme die und danach zeige ich ihnen voller Stolz das Video, weil ich finde, dass es toll geworden ist und dass sie so richtig schön positiv rübergekommen sind. Und dann kriege ich als Reaktion, so schaue ich aus. Man ist es einfach nicht gewohnt, sich selber vor der Kamera agieren zu sehen. Ich habe mittlerweile kein Problem mehr damit. Erfahrung macht's. Ich glaube, es werden mehr und mehr YouTuber für, ich nenne es immer, obwohl viele das Wort nicht gern mögen, Boomer. Für die Babyboomer-Generation. Wir sind eine starke Generation. Die meisten von uns gehen jetzt Richtung Rente oder sind schon in der Rente. Wir haben Zeit. Wir haben jetzt die Muße, Dinge umzusetzen, zu überlegen, was waren denn eigentlich, was sind denn meine Träume? Ich merke immer wieder an euren Kommentaren, dass ich oft einmal ins Schwarze trifft mit meinen Gedanken, die ich mit euch teile. Ganz, ganz oft schreiben mir Leute, du sprichst mir aus der Seele, ich habe mich selber wiedererkannt in deine Videos. Oder, was ich als total berührend empfinde, dein Video hat mir in einer bestimmten Situation total geholfen. Also gibt ja nichts Schönes für einen YouTuber. Und das ist auch was. Am Anfang habe ich immer gesagt, ich bin doch bloß eine ganz normale Frau, die Videos macht. Das stimmt auch. Aber mittlerweile, wenn mich jemand fragt, du bist YouTuber, sage ich, ja. Letztes Mal habe ich mit einer Bekannten über Kunst geredet. Und dann habe ich halt gesagt, im Grunde kann ich künstlerisch nicht viel, also ich kann weder malen, noch bin ich bildhauerisch begabt, noch bin ich ein Singtalent. Und dann hat die zu mir was gesagt, wo ich mir dann nachgedacht habe, stimmt eigentlich, mit deinen Videos, da bist du auch in gewisser Weise ein Künstler. Du erzählst Geschichten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist, ich erzähle mit meinen Videos Geschichten. Oft einmal aus meinem eigenen Leben. Wir YouTuber in diesem Alter, 50, 60, 70, vielleicht auch plus, wir sind so gesehen die neue Generation. Weil es uns wichtig ist, wir selber zu bleiben. Weil uns der Erfolg nicht über alles geht. Weil es uns wichtiger ist, Inhalte zu transportieren, als die beste Ausrüstung zu haben, die perfektesten Videos zu machen und die besten Werbeverträge abzugreifen. Also einfach authentisch zu sein. Wenn du damit einmal angefangen hast, dann kannst du es eigentlich nicht mehr ablegen und das ist auch gut so. Oft schon hat man von so Social Media Stars, vor allem Instagram und so weiter, gehört, dass die ziemlich abgestürzt sind. Dass die mit diesem Erfolg und dem Ruhm nicht wirklich klargekommen sind. Und auch mit dem ganzen Hate. Also selbst junge Frauen werden da kritisiert, dass der Oberschenkel zu dick ist oder was sie da wieder für Klamotten haben. Warum ich glaube, dass wir 50 plus Leute ganz gut geeignet sind, das zu machen. Wir lassen uns einfach nicht mehr so beeinflussen. Wenn mir jemand, so ein Bubi, da schreibt, du Alte, du hast Falten, du bist hässlich und deine Klamotten, dann denke ich mir, ist das wirklich jemand, den ich beeindrucken möchte? Und die Antwort ist immer dieselbe. Nein. Jetzt gerade im Moment habe ich 3550 Follower. Und es sind ganz, ganz viele
Leute dabei, die immer wieder meine Videos anschauen. Das sehe ich an die Analytics. Ein paar von den Namen kenne ich schon. Ein paar haben mich per PayPal auch schon unterstützt. Vielen Dank. Ein paar schreiben herzzerreißende Kommentare und hin und wieder werde ich auf der Straße erkannt. Das ist für mich, wenn ich dann ein bisschen seltsam reagiere, es ist für mich immer noch komisch. Wie gesagt, ich sehe mich als ganz normalen Menschen, der beim Spazierengehen mit dem Selfie-Stick umeinander rennt oder in der Küche steht und beim Putzen erzählt, was mir gerade auf die Nägel brennt. Und dass euch das interessiert, das ist für mich einfach Was ganz Besonderes. egal, ob ich vielleicht niemals einen Kooperationsvertrag mit einem Werbepartner kriege. Echt sei, so wie ich bin. Ich kann nicht anders. Ihr schreibt mir so nette Sachen, ihr teilt meine Videos weiter und sorgt dafür, dass meine Abonnentenzahl viel mehr gestiegen ist, als alle vorher erwartet hätten. Und Also, ich muss echt sagen, das hätte ich mir nicht gedacht, Mama. Ziemlich cool. das ehrt mich natürlich am meisten. Ich bin die Brigitte von Einfach Leben. Schön, dass du wieder zugeschaut hast. Bis zum nächsten Video. Heute kommt noch was. Okay. Stopp, ist das Ihr Workout-Outfit? Ja, Und Sie möchten das jetzt zur Gymnastik tragen? ja. Wieso? Ich will es mal freundlich formulieren, das ist nicht sehr vorteilhaft. Ich bin vorher gerade aufgestanden. Haben Sie schon andere Fitnesscoaches gesehen, wie die hergerichtet waren? Ich dusche mich doch nicht und richte mich her, wenn ich danach wieder schwitze. So mache ich meine Gymnastik jeden Tag im Schlafanzug. Das geht gar nicht. Bitte umziehen. Make-up und Styling. Wie ihr seht, bin ich noch vollkommen ungeschminkt. Was für eine Lüge, eine Dreiviertelstunde habt ihr jetzt an mich hindoktert. Stopp! Ich verwende. Was kostet das Graffi? Nein, ich bin nicht gereizt. Ich habe jetzt 3 Stunden lang zum Herrichten braucht, für das, dass ich jetzt ein Video mache, nachdem ich wieder schwitze. Ich habe einen ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich bin nicht gereizt. Okay, nicht aufregen. Näher kommen, shapen. Hast du schon mal über gezieltes Abnehmen nachgedacht? Was hast du gesagt? Eine Diät? Wegen meiner Speckröllchen. So spät sie jetzt, pass mal auf. Dünnes Eis. Ganz dünnes